Warte kurz. Letzte Folge das Jahr. Okay. Ich mache jetzt das dramatische Intro. Also komm, mach. Okay. Peace miteinander. Hier ist der Rico. Neben mir hockt der Niklas. Richtig dramatisch. Jetzt lass mich kochen. Okay. Und willkommen zu der Hallo letzten zusammen. Podcast-Folge in diesem Jahr. Nein, Spaß. Ja doch, es kommt, Ja, es kommt in dem Jahr. Es ist schon die letzte Folge des Jahres. Jahres. Dramatisch Wie gewesen. traurig. Ja, extrem. Das Mikrofon, das ist voll leicht, merkst du das auch? Ja, wirklich. Niklas, erzähl mal etwas über unser Mikrofon. Also, wir haben ein Mikrofon-Update, Upgrade. Also ich habe eins tätig. Das ist jetzt die erste Folge mit der DJI Mic 3. Vorher haben wir DJI Mic 1 gehabt. Mhm. Und im Vergleich... Kannst du schnell? Die Box. Ja. So. Imagine, du hockst nachher im Schnitt und hörst... Ja, das wär jetzt schlimm. Das ist jetzt die erste Aufnahme überhaupt. Gibt keine Testaufnahme, egal. Das sind die alten gewesen. Mhm. Die sind ein bisschen schwer gewesen. Ja. Und die da sind jetzt die neuen. Klein, aber fein, ha? Kleiner, fein und leicht. Also wenn du die so vergleichst, sind schon... Etwa die Hälfte vom anderen Gefühl. Ja, voll. Ja, mal schauen, wie die so sind. Sie können vieles, was das Eis nicht hätte können. Ja, logisch. Aber, willst du was wissen? Ich habe für die Ich will's wissen. weniger gezahlt als für die. Hast du die gezahlt? Im Moment sind es bei Digitec für 240. Ah, easy. Und die habe ich damals gekauft für 250. Okay. Und das Eis kostet 246 im Moment, glaube ich. Ah, wirklich? Und die haben noch 240. Also dieses eine Nicht ist immer schlecht. teurer als 3. Ja, es fühlt sich verdammt leicht an. Schon leichter, ist schon ja. krass, ja. Aber ja, es fühlt sich so billig an. Aber ist eigentlich nicht. Ja, erzähl Rico, was machen wir heute? Richtig. Wie geht es überhaupt? Mir geht's super. Wie geht's dir? Auch gut. Ich habe vorher Wein getrunken und Bier. Es hat Weihnachtsapero gegeben bei uns. Mhm. Ja, Interessant. gell? Das war fein gewesen. Ja, also zum Anstoßen halt einfach. Jetzt, ich habe mich Okay. da nicht überfüllt. Ich habe noch müssen heimfahren. Ja. Also, ja. Voll. All good. Also, was machen wir? Also, wie gesagt, das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Und für die letztes Jahr schon dabei waren, wir haben letztes Jahr auch schon so eine Folge gemacht, also die letzte Folge vom Jahr, wo wir so gewisse Kategorien so genommen haben, so irgendwie Top 3 Songs vom Jahr, Top 3 irgendetwas vom Jahr. Und das Wir machen wir das jetzt auch. Wir machen das Rapped. Genau, es ist Niklas und- Schweizerdeutsch rappt. Ja, genau. Schweizerdeutsch Genau. Rapped. Von dem her, ja. Fangen wir an. Fangen wir an, ja. Wir haben das da ganz viel aufgeschrieben. Ja, also es sind im Grundsatz eigentlich die gleichen Kategorien wie letztes Jahr. Bis auf 2. Bis auf 2. Und zwar, wir haben rausgestrichen Top 3 Fußballspiele vom Jahr. Ja. Dort haben wir einfach, keine Ahnung. Was hättest du aufgeschrieben? Ich hätte aufgeschrieben, ich hätte 2 Spiele gehabt. Zum einen Ich auch 2. Real City, das 3-1, wo wir da geschaut haben, weißt du noch? Ja, Wo Mbappé einen Hattrick gemacht hat. ja. Und, Habe ich auch überlegt. Ah, stimmt, dann hätte ich 3 sogar gehabt. und Real Atletico, das ist, glaube ich, das Achtelfinale. Ja, es war das Achtelfinale, wo Real im Penalty-Schießen gegen Atletico weitergekommen ist. Rüdiger, der letzte Penalty nicht gemacht hat. Das ist halt für mich als Real-Fan etwas, aber sonst, ich hätte kein drittes Spiel gewusst, weil die Schweizer Spiele sind nicht so tough gewesen das Jahr. Und Real ist halt auch nicht so, dass... Weißt du, was ich aufgeschrieben hätte? Was? Platz 3 hätte ich auch das City-Spiel. Mhm. City Real. Ja. Platz 2 hätte ich Bayern Leverkusen, die Heime. Also Champions League Hinspiel. Mhm, ja. Das 3-0. Mhm. Dort haben wir einfach gezeigt, wer die macht, also wer die Hose Ja. hat, oder? Und Platz 1 hätte ich gesagt, das Halbfinale-Rückspiel Barca-Inter. Boah, ja, okay, das ist das krankste Spiel. das ist haben wir ja zusammengeschaut. Darum, Ja. hätte ich gesagt, das wäre Voll. das beste Spiel von dem Jahr. Ja. Also hätte ich jetzt gesagt, Gut möglich. dort wo ja. Sommer da den Lamin ja. rausgekratzt hat. Boah. Ja, Schon crazy. jetzt haben wir erst die erste Kategorie. Ja, wirklich stimmt. Ja, okay, dann machen wir halt gerade weiter. Also machen wir weiter. Genau. Ja, und was ist das andere noch gewesen, was wir gesagt haben? Top 3 Film. Ja, Das stimmt. Problem in dem Jahr war, es ist gefühlt nur eins rausgekommen. Außer ein Film, den wir beide eigentlich ganz cool gefunden haben. Also Niklas hat ihn super gefunden, ich habe ihn auch Formel 1 super Film. gefunden. Formel 1 Film. Ja, Der ist mir der sagt beste halt Film. Formel 1 nichts, von dem her. Ist, Ja, aber es ist ein cooler Film, Ja, also wirklich, es ist voll. ein super Film gewesen. Ich bin das halt auch gar nicht so ins Kino. Ich habe nicht so extrem viel, Ja. wie auch schon. Ja.
Was sind wir schauen? Ich bin Conjuring schauen. Mhm. Ich und Horrorfilm. Ich könnte wirklich... Five Nights at Freddy's, warum wieder Horror? Keine Ahnung. Dann Formel 1 Film. Ja. Dann der eine am Anfang da, der Disney Mufasa. Mufasa, ja. Oder Mufasa, ja. Aha. Der war verdammt traurig gewesen. Aber schön. So schon, ich glaube nicht im Kino so oft gewesen. Also, ich glaube alles vom Kino. Also ich bin schon ein paar Mal gewesen. Sicher etwa so 10 Mal, aber ich könnte jetzt wahrscheinlich auch nicht alle Filme aufzählen. Okay, ja. Ja. Lilo und Stitch bin ich schauen. Lilo und Stitch bin ich schauen. Ach so? Ja, mit meiner Freundin. Ja, bin ich nicht Das war geschaut. lustig gewesen. Bin ich nicht schauen gegangen. Also, fangen wir an mit Top 3 Foodspots of the Year. Was hast du denn Top 3 aufgeschrieben? Foodspots. Wir machen wieder abwechslungsweise. Du Ja. sagst 3, dann sage ich 3, dann Okay. 2. Also ich habe mal 3 aufgeschrieben. Ja. Das sind vielleicht ein bisschen random, aber Ja, sag der einfach. eine ist Raising Cane's in Amerika. Das ist das Platz 3. Ich habe es nicht gross gerankt in dem Sinn. Aha, Also, du hast jetzt nicht gerankt. ja, doch schon, aber Ich habe jetzt alles gerankt. okay, ja gut, dann ist halt Raising Cane's jetzt 1, weil das ist halt so voll das gehypte Ding und das Also- halt probiert es halt schon geil. Okay. Dann, Ey, abwechslungsweise. Du sagst 3, dann sage ich 3. aha, ich habe gemeint, ich sage 3 und dann sagst du 3. Nein, nein. Okay. So haben wir es letztes Jahr gemacht. Okay, also dann ist das, ja nein, dann muss ich von hinten anfangen. Ja, jetzt ist es schon verkackt, ja. Ja, egal. Fang an. Vom 3. Was ist Also, das Platz ins 3? 3 Ja. ist, muss ich sagen, ist Bloom Society. Was ist das? Das musst du jetzt hören. Das ist so ein Brunch-Spot. Da war ich auch mit meiner Freundin gewesen. Ja. Und die haben so richtig geile Acai Bowls dort. Ist zwar eher teuer, Acai Bowls, ey. das ist hure geil im Fall. Trust, das ist wirklich richtig geil. Hast du bis jetzt noch nicht probiert? Doch. Doch, in den USA? In Amerika, du hast es auch probiert. Stimmt. Doch, okay, ja, das war geil gewesen. Ja. Ja, okay. Und das ist halt nochmal geiler. Okay. Ja, Stimmt. du kannst auch geil Kaffee trinken und so. Du mit dem Kaffee. Kaffee ist geil. Logi, Kaffee ist so heftig. Ja, ich kann es nicht täglich trinken, das ist mein Problem. Kaffee ist geil. So einmal in der Woche geht, aber nicht jeden Tag. Kaffee-Fan. Ich merke es. Ich habe es gemerkt in den USA. Ja, Top 3 bei mir. Also Platz 3 geht als 60 Seconds to Napoli, wo wir in Berlin sind. Ich kann zwar nicht die ganze Pizza mögen, aber es war schon geil gewesen. Ja. Die Bruschetta war geil gewesen, die Pizza war heftig Ja. gewesen. Haben wir nachher noch Dessert weggedruckt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube Ich nicht. glaube, ich kann schon das Tiramisu weghauen. Ja, du, ja, aber Ja. Ich und Liv nicht mehr. Nicht? Nein. Wir sind so satt gewesen. Das ist aber eine mächtige Pizza. Vor allem jetzt ist es auch in der Schweiz, in Zürich. Schon geil. Zürich Ja. ist jetzt. Ja. Hat jetzt ja Drum. gerade frisch aufgemacht. He? Ja, Platz 3 bei mir, 60 Seconds Napoli. Platz 2 bei dir? Dann Platz 2. Das ist ein Foodspot, den ich nicht gekannt habe. Den haben mir auch meine Freundin gezeigt. Aha. Also, wir sind zu dem zusammen gegangen. Und zwar ist das der Chink in Zürich. Chink. Ja. Und zwar ist es voll cool. Das ist so ein Pasta-Laden. Du kannst Pasta bestellen und du kannst es in einer Box mitnehmen. Ja. Also das klingt jetzt vielleicht nicht so krass, aber kann ich, es ist einfach so eine Pasta-Box. Ist verdammt geil. Ja, Und da sind okay. wir zusammen so an See und haben das gegessen. Ist voll cool. Ja, ist doch geil, ja. Ja. Und die Pasta ist easy gut. Also, ist fein. Jetzt nicht die beste Pasta überhaupt. Ja, aber das ist Halt so Fastfood-mäßig, aber ist cooles geil Konzept. gewesen. Ja, voll. Voll. Okay, spannend, ja. Habe ich nicht gekannt. Aber den gibt es gar nicht mehr. Wir sind letztes Mal daran vorbeigelaufen. Und jetzt ist etwas anderes drin. Okay. Wenn du gerade sagst, ich muss etwas umändern. Ich muss tatsächlich etwas umändern. Aber das kommt nachher. So. Ja, Gut? Ja, Gut. das war mein 2 gewesen. tipptopp. Platz 2 bei mir. Birdhouse. Boah, shit, ich habe Birdhouse vergessen. Birdhouse ist so Birdhouse vergessen. geil gewesen. Oh mein Gott, ja. Birdhouse ist so krass gewesen. Wir sind Ja. in den USA gewesen. Ja, weiß ja jeder. Oh mein Gott. Und dann sind wir dort, schau das geht aus an Enio, dass er uns den Tipp gegeben hat. Oder mit mir. Und dann habe ich ihn so. Wir sind dort in Page irgendwo am Arsch von der Welt. In Utah. Ist das Utah? Ist das nicht Nein. sogar so Arizona gewesen? Ja, ist ganz in Arizona. Irgendwo dort irgendwo außen. Arizona und Utah ist oben, meinte ich.
Ja, kann sein. Und das ist gerade Grenze, wir sind gerade noch Arizona gewesen. Ja. Und gerade über die Brücke ist gerade Utah. Und das ist ja dann Zeitverschiebung. Ja, Stunde das mit gewesen. dieser scheiß Zeitverschiebung. Ja. Mann. Ich hätte Du gehst in den Norden und es sind eine andere Zeitzone. Seit wann? Vor allem, du fährst irgendwie... So, Gar nicht. die ganze Zeit. Alle 5 Kilometer hast du irgendwie eine andere Zeitzone gehabt, Mann. Voll. Auf jeden Fall, in Page, am Arsch von der Welt, hat es so ein Familienrestaurant gehabt, wo Birds House geheißen Aber hat. das ist ja eine Kette. Das ist keine Kette. Doch, wir haben es ja nochmal gesehen. Wann, wo? Auf dem Weg irgendwo, wo wir zurückfahren. Doch. Nein, wo? Doch, Nein, das doch, jetzt, doch, das doch. glaube ich nicht. Doch. Nein, Birds Und House. zwar sind wir, ich weiss es noch, wir sind durch Vegas durchgefahren und nach Vegas haben wir etwas essen, weißt du, bei der Rückfahrt auf L.A. Aha. Und dann habe ich Sachen gesucht und dann habe ich dort auch ein Birdhouse gesehen. Aber das ist was Familienrestaurant, meinte ich. Birdhouse. Es war genau das gleiche Birdhouse gewesen, ausser ich bin jetzt voll am Trippen. Das hast du gemeint wahrscheinlich. Ja, look, das heisst auch Birdhouse, das ist nach Vegas. Ja. Ist das das? Ja, look, das ist, Aber nach, warte, das ist kann nach ich Vegas. nicht? Das ist nicht unseres gewesen. Nein, klar. Aber das ist das nach Vegas. Ist das bei so einer vercrackten Rasch? Ja. Die sehen richtig vercrackt aus. Sind wir nicht dort sogar angehalten? Dort sind wir doch tanken, nicht? Nein. Ich glaube, du bist falsch im Fall. Wieso? Das ist nach Vegas. Hier ist Vegas. Und hier fährst du auf Los Angeles. Und du hast ja wir haben ja nach Vegas, wir sind von hier oben geschaut. Von hier oben sind wir gekommen. So. Aber ich habe gemeint, das ist wirklich das Gleiche. Nein. Ich meine, das ist wirklich ein Familiending. Wirklich? Ja, Ja und- gut, dann my fault, Aber dann warte mal, bin ich ist völlig das- falsch. Aber Ich frage mich gerade, ist das hier... Ich meinte, die Straße kenne ich, dass wir hier tanken sind sogar. Oder, da siehst du das Shell, da sind wir tanken sogar. ja, beim Rausfahren. Beim Hinfahren auf Vegas. Jetzt sind wir nicht rein, aber schau, das, Ja, aber dann meine ich aber gleich etwas anderes im Fall. aber das ist das einzige Birdhouse, was auf dem Weg gerade ist. Schau. Irgendwo habe ich etwas gesehen. Es war ein bisschen außerhalb, gewesen, nicht auf dem Weg. Es war schon ein bisschen außerhalb. gewesen. Machen wir nochmal. Birdhouse. Birdhouse. So. Hier hat es Birdhouse, das ist auf dem Weg. So schnell. Ne, der Birdhouse hier, aber das ist ein Haus, das ist kein Resti. Ja gut, dann bin ich vielleicht gleich falsch gewesen. Aber irgendwie habe ich das so im Kopf abgespeichert. gehabt. Okay. Müssen wir nachher mal ChatGPT fragen. Da der Birdhouse ist auch ein Hotel. Ich meinte, das ist aber keine Kette, das ist jetzt wirklich ein Family-Resti. In Page. Ja, ist auch egal. Ja, wir warte. können nachher schauen. Ich will schnell trotzdem schauen, schnell. Wo ist das? Ich habe das ja gespeichert. Da. Birdhouse AZ Arizona. Arizona. In Town. Page, Arizona, ja. Ja, die haben, das ist nur das. Ja gut, dann bin ich falsch gewesen. Die gut, vielleicht heißen auch, es gibt sicher Yes. andere. Da habe ich es vielleicht irgendwie verwechselt. Birdhouse ist Aber auch- Birdhouse gibt es... Ja. 1000, ja. Aber das Birdhouse in Page ist Platz 2 bei mir. Dort hat so... Ich habe noch gar nicht gesagt, was es da gibt. Was gibt es dort? Ja, Chicken gibt es nicht. Ja, Fried Chicken. Aber richtig geil. so ganz viel. Mhm. So, es gibt so Brust, es gibt so Leg, Tenders. und alles Tenders, Zeug. Whole Wings, Half Chicken. Es gibt auch Sandwich, also so Burger. So in Boxen. Es ist eigentlich wie Raisin Canes, einfach, glaube ich, in besser. Ja. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Also, und du hast halt noch so Sides, so, du hast so die Fries sind gut. Fries, Mac and Cheese. Mac and Cheese ist crazy gewesen. Ja. Ja, also wenn ihr mal so beim Horseshoe Band sind oder zum Grand Canyon geht auf Page, geht übernachten, macht das und geht ins Birdhouse zu Nacht essen. Yes. Trust. Platz 2 bei mir. Platz 1 bei dir, Raisin Canes. Ja, Oder aber doch Bird's ich muss House. wahrscheinlich ändern. Also Birdhouse gehört sicher auch rein. Birdhouse. Grill Royal ist sicher auch geil gewesen. Boah, ja. Das ist sicher auch geil gewesen in Berlin. Das ist mein Platz 1 tatsächlich. Ja, ich habe es fast gedacht, aber das wäre wahrscheinlich auch... Ich habe irgendwie nicht so überlegt, habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe das so random Sachen genommen, aber ja. Ja, ich habe auch voll überlegt, so die ganzen USA-Foodspots. So, ich meine, jetzt sind wir nicht nur in die Fastfood-Läden, das ist schon auch geil gewesen. Ja.
Aber so, ich habe mir so überlegt, okay, wo sind wir wirklich richtig Quality geil essen. Und das ist halt schon, auch wenn Birdhouse fast so war, es ist trotzdem auch nicht Qualität, also es ist schon, schon Qualität gehabt. Du hast schon gemerkt, du hast dich nicht scheiße gefühlt danach. Das ist ja meistens so gewesen bei so Fastfood. Ja. Aber jetzt, was ist jetzt Platz 1? Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich gleich Grill Royal. Ja. So, ja. Ist bei mir auch. Bei mir ist Honorable Mention, habe ich Shake Shack. Habe ich, der Burger, ich finde, das ist der beste Fastfood-Burger im Moment, was es so gibt. Also von das, was wir einfach testen in den USA. Wir haben ja In-N-Out getestet. Wir haben... was haben wir alles getestet? Wir haben so viel getestet. Warte, ich muss schon schauen. Legendäre Listen. Legendäre Listen. Ja, ich habe hier... Ich schaue meine ganze Liste an. Das ist crazy. Das ist schlimm. Der Liste. Burgers in den USA da. Shake Shack, Chick-fil-A, Tesla Diner, Hard Rock Café, Krusty Burger im Universal Studio, In-N-Out, der Melt, der Melt ist auch gut gewesen, in San Francisco. Crudewood Bison Burger, der auf den Ranch. Der Ranch, das ist auch eine lustige Sache. Ja. Aber es war geil gewesen. Birdhouse. Ja, Shake Shack ist mit Abstand der beste Burger dort gewesen. In-N-Out, das ist eine coole Erfahrung, aber ich fand Shake Shack trotzdem besser gefunden, muss ich sagen. Ja. Und was ich auch noch aufgeschrieben habe als Honorable Mention ist, dort in Venice, der Pasta, wo du sagst Pasta. Weißt du, dort, wo wir da beim Fabio hätte geheißen, Fabios Pasta. Ah, ja. Das habe ich auch noch geil gefunden. So einfach so aus der ist so eine Türe gewesen, wo er als Fenster, so Verkaufsfenster genommen hat. Und hat dann einfach so gekocht. Hast du so sagen, ja, mit dieser Pasta-Art, mit dieser Soße. Das war echt voll chillig gewesen. Ja, voll. Ja, voll. Und auch gut. Also ich habe es nicht schlecht gefunden. Ja, das zu unseren Foodspots. Nächste Kategorie. Das ist... Top 3 random Sachen. Was passiert jetzt in dem Jahr? Fang mal an, Platz 3 bei dir. Meine Honorable Mention, ich fange mit denen an. Das ist, dass ich dir halt einfach die Haare schneide. Oh mein Gott, das habe ich total vergessen. Das habe ich so vergessen. Das war tough gewesen. Das war schon lustig gewesen. Ja, das war lustig gewesen. Wow. Das ist meine Honorable Mention, aber mein Platz 3 ist eigentlich, es ist nicht so random, aber das ist einfach für mich so, das ist irgendwie voll so schlagartig irgendwie. Ich habe in diesem Jahr gefühlt nicht gezockt. Ich habe gefühlt fast nicht mehr gezockt. Krass. Das ist bei mir so zurückgegangen. Ich habe meine PS vielleicht in diesem Jahr 5-mal angehabt. Crazy. Ohne Witz. Nein, da habe ich sie schon mehr angehabt. Ich habe halt einen Kollegen, mit dem ich halt immer einmal pro Woche, okay, jetzt seit den USA nicht mehr so, aber einmal pro Woche gehen wir halt immer so einmal FIFA oder so. Nein, ich überhaupt gar nicht mehr. Ich habe auch gar nicht mehr das Verlangen irgendwie zum Zocken. Ich auch nicht. Maximal nicht. Also ab und zu so denke ich mir so, okay, jetzt eine Runde FIFA wäre schon lustig, aber dann denke ich mir so, ich habe jetzt seit 3 Jahren nicht mehr gespielt, habe ein scheiß Team, mit dem verlieren, dann lerne ich es lieber. Also was mich einfach reizt, wäre halt so irgendwie ein Abend mit Kollegen oder so, wo du die FIFA kannst zocken. Wie wir letztes Mal da Weekend League. Weißt du, wo wir bei Joris waren? Voll. Das war wirklich cool gewesen, ja. Safe. Einfach so auf lustig, nicht irgendwie voll tryhard. Ja, safe. Also das ist meine random Sache. Also. Okay. Bei mir, ich habe keine Honorable Mention das Jahr, also das mal. Top, oder Platz 3 geht an Lukas Raschle am Gampel. Wo der einfach auftaucht. Aha. Also wir haben schon gewusst, dass er als Gampel kommt, aber wir haben nicht gewusst, dass er zu uns kommt. Okay. Ja, dann ist der Raschle plötzlich einfach in unserem Zelt gewesen. Chillig. So am Nami am 3 oder so, während wir Bierpong gespielt haben. Ja, dann ist er wieder gegangen. Okay. Ja, random Sache. Random Sache. Ah, ist der Raschle. Schau, das geht raus. Genau. Bei dir, Platz 2? Platz 2 ist, dass wir random fast einfach in einen Air Force Base hineingefahren sind. Boah, das habe ich verlernt. Boah. Das ist mir aber auch erst jetzt gerade wieder in den Sinn gekommen. Shit. Und zwar sind wir sind auf Vegas gefahren dort, gell? Also dann ist das meine Honorable Mention. Ja, wir sind auf Vegas gefahren und dann, wir haben beide hure Hunger gehabt, oder? Wir sind so irgendwie 6 Stunden am Fahren gewesen, dann haben wir halt so Foodspots rausgesucht, haben irgendwie so Taco Bell oder so. Und dann haben wir so einen Spot gesehen, wo wir aus der Autobahn rausfahren mussten. Irgendwo in so ein kleines Dörfchen Art. Ja, voll. Da hat Taco Bell, Raising Cane's, alles eigentlich, oder? BK, Mac, Subway, alles. Voll. Dann, ich bin am Fahren, ich fahre raus,
Und dann ist irgendwie so ein Schild am Rang, irgendwie so US Air Force Base. US Air Force Base. Und wir so, okay, wir fahren jetzt mal weiter. Nachher ist das nächste Schild, Filme verboten. Filme verboten. So riesig, so groß, oder? Ja. Wir fahren weiter. Auf einmal sind so Schranken und Polizeiwagen und so. Wir, okay. Wir drüllen um. Wir drüllen um. Das ist einfach so fürs Militär, für die Militärleute, einfach eine kleine Stadt in der Wüste, crazy. dass die einfach ein bisschen das Fastfood-Zeug auch haben. Das ist so krass. Das ist krass. Das würdest du in der Schweiz so gar nicht denken. Ja. So, Aber es ist eigentlich logisch crazy, dass das so auf Google Maps und so angezeigt wird für alle. ja. Also, ja. Wie willst du das so machen? Ja, aber trotzdem, so, denkst du so, okay, ist öffentlich. Ja, Vor allem, du aber- navigierst mit Google Maps dort an, oder? Funktioniert auch. So. Das ist Ja. schon random gewesen. Okay, das ist wirklich honorable Menschen für mich, ja, ist gut. Dein Platz 2. An jeder verfickten Party, sorry, wenn ich das Wort so sage, jeder verfickte Party oder irgendwelche Anlass, Fasnacht, Seenachtsfest, egal wo, du hast den San getroffen. Du hast ihn getroffen. Schau das gerade aus als San, aber der ist wirklich überall gewesen. Der ist wirklich, ist der nicht sogar, warte mal, Seenachtsfest, das bist du aber nicht gewesen. Du bist das ja nicht so oft an Festen gewesen. Aber Fasnacht. Dann ist er, glaube ich, in Seewe ist er auch gewesen, dort bei den Schlagerpartys und so. Dann ist er, doch, ja, ist er gewesen, stimmt. Dann ist er, Chilwi ist er gewesen. Seenachtsfest ist er gewesen. Also jedes Mal, wirklich, du hast ihn irgendwo getroffen. Irgendwo. Das Das ist ist crazy. er ist einfach so der randomste Mensch, den ich kenne. Also im positiven Sinn natürlich. Der Typ ist legendär. Ja. Aber du denkst so, du denkst nicht, dass der auftaucht, aber er taucht immer auf. Er ist immer da. Das ist so krass. Sam ist mein ehemaliger Oberstift, Ja. was nicht wissen. Auf der anderen Seite, was denkt sich der Sam, dass wir auch jedes Mal dort sind, wo er ist? So weißt du? Das ist schon. Also wir sind auch random, aber ja, keine Ahnung. Du hast es einfach nie erwartet. Das ist mein Platz Ja. 2. Mein Platz 1 ist, dass ich den Niklas mal in einem Supreme-Shirt gesehen. Das ist hure random. gewesen. Das stimmt. Also vor allem für mich. Also ich finde das... Dass du dann einfach in Oh. Supreme hineingesteppt bist. ist nicht so und- deep. Ist nicht so deep. Ist ein T-Shirt, hä? Ja schon, aber gleich, gar nicht. Also weißt ich bin ja nur mitgekommen wegen euch. So, Ja. dass du mal mit der Liv so in den Laden gehst. Nachher sehe ich so das T-Shirt. So, ja, wie kostet das? 50. Ja, ich kaufe das. Ja, aber es ist gleich hure random, dass du einfach so jetzt am Supreme Rocker bist und so. Ja, ich habe jetzt 2 Supreme-T-Shirts. Aber ja, Ja, stabil. ja, voll. Aber das hätte ich nicht gedacht, dass ich das Das ist geil. in den... Steht mir, gell? Ja, ich sehe gut. Das schwarze Schaf. Ja, Ja, das ist krass. das ist mein random Moment. Platz 1 wieder. Ja, Niklas in Supreme. Niklas in Supreme, das habe ich nicht gesehen. Ja, ist Aber gut. das habe ich dir nicht gesagt. Das stimmt, das stimmt. So, meine randomste Sache ist also Platz 1. Mhm. Das Fußding mit diesem Podcast. Oh mein Gott, ja. Was steht? Das ist so... Oh mein Gott. Das ist so random gewesen. Plötzlich haben wir so ganz viele Aufrufe auf YouTube. Plötzlich haben wir Abonnenten zuwachs des Todes. Unser Podcast geht auf. Gehe ich auf YouTube in die Analytics schauen, so, warum geht das jetzt so auf? Sehe ich so, ja, 4 von unseren Videopodcasts sind in irgendwelchen Playlists drin, wo einfach heissen, ja, Podcasts with Feeds oder Hot Feeds in Podcasts oder so etwas. Aber das war ganz am Anfang vom Jahr, gell? Ja, wo wir mit dem Videopodcast gestartet haben, so die erste, Eben, ja, genau. also nicht die erste Folge, aber so, ich glaube die 3. oder 4. Ja, 5. voll. Folge. Ey, wir haben so viel, glaube eine Folge hat bis zu, ich glaube 3000 Das kann Views sein, oder ja, so, oder 5000 nur so. wegen so Fuß-Content. Das war schlimm gewesen. Darum haben wir jetzt auch, ne, wir sehen unsere Beine, also meine, ja, Schuhe. Schuhe eigentlich nicht, aber ja, Ja. unser Arme, sicher. ich finde unser anderes Sofa trotzdem ist bequemer gewesen. Mhm. Das ist schon cooler gewesen. Das war schon cool gewesen, ja. Ja, aber das ist auch nicht schlecht. Mhm. Ja, ja das ist ja. mein Platz 1 random Moment. Das hätte Aber mit fair. so etwas hätte ich nie gerechnet. Ja, nein, ich auch nicht. das ist so was krass. sagst. Das ist so krass. Es ist halt so, wenn du jetzt so irgendetwas sagst oder auch wenn ich etwas sage, irgendwie kommt es dir dann voll wieder in den Sinn. Mir ist das so voll nicht mehr. ja, gell? Ich habe es voll in meinem Kopf gehabt. Ist Ich habe es krass. verdrängt. Ja, aber es ist halt krass. Wir haben halt das Jahr sehr viel erlebt. Ich würde sagen, das Jahr ist sowieso eines von den Jahren gewesen, wo ich am meisten gemacht habe. Das habe ich zwar letztes Jahr schon gesagt, aber das Jahr ist wirklich so
Nur mal mehr gewesen, sagst Ja, definitiv. Also nur schon mit den ganzen Ferien und mit den ganzen Trips um Europa. Allgemein unser USA-Trip. du? Das ist schon, mach das mal mach das mal nachher. In 2 Wochen so eine Reise machen. Das ist, Das ist halt crazy. schon heftig. Ja. Darum, ja, nein, ich würde sagen, das war schon mit eines der krassesten Jahre gewesen, wo ich so bis jetzt durchgemacht habe, wo auch viel gelaufen ist. Du siehst nur schon meinen Terminkalender, Bro, Das der ist crazy. immer voll. Juli, der Monat, wo am wenigsten so gelaufen ist, Mhm. bis auf halt die Ferien, Ja. aber sonst immer irgendwas. März ist auch ein bisschen leer gewesen, Februar auch. Gut, aber dort habe ich noch nicht so viel geplant. Das hat wirklich erst ab so April, Juni ist tough gewesen. Ja. Aber jetzt auch August, Das ist crazy. voll. Oktober, gut, sind wir halt Ding gewesen, gell? Ja. November nicht so voll. Dezember ist jetzt halt wieder voll. Ja, klar. Januar. Also bitte. Ja. Ist tough. Ist tough. Mhm. Kommen wir zu den Top 3 unnötigsten Ausgaben of the Year. Ah nein, Top 3 Konzert. Top 3 Konzerte, stimmt. Das kommt dann auch mit Ausgaben. Voll. Also, Bei mir Platz 3 ist UFO. ja. UFO. Ist cool gewesen, aber jetzt auch nicht so crazy. Ja, UFO ist immer cool. UFO ist Gold. dort habe ich angefangen UFO zu hören wegen dem Konzert. Mhm. Ja, ist cool gewesen. Also ich habe halt nicht viele Lieder gekannt, so, aber es war cool gewesen. Mhm. Ähm, Ich habe einen riesen Ohrwurm nach Migos getönt. was? Ich habe einen riesen Ohrwurm nach dem Konzert nach Migos. Ah, ja. Nach dem Song. Bei mir Platz 3, Mhm. Dream. Dream. Okay. Jetzt, wo wir im November waren. Ja. Ist halt schon, also, ist cool gewesen, weil du halt jedes Lied so mittlerweile ein bisschen kennst. Zu Anfang aber ich nicht so Dream. Mhm. Also 2, 3 Lieder habe ich schon gehört, so München Ja. und so. Aber so jetzt durchs ganze Jahr halt auch durchs Gampel ein bisschen, dort bin ich in der ersten Reihe gewesen. Mhm. Hast halt immer mehr Dream gehört. Und jetzt halt, ich habe es krass gefunden am Konzert, die haben hure viel live gespielt. Okay. Ja. Die haben gar nicht so viel Playback so laufen lassen, sondern alles live, also das meiste. Ja, ist cool gewesen. Ja, Platz Ja. 3. Bei mir Platz 2 ist tatsächlich Drake. Drake. Ja, 180 Stutz. Ja, das ist halt schon teuer gewesen, aber ich finde das Konzert ist vor allem lang gewesen. Wann ist Yeet auftaucht? Das habe ich hure krass, also Ja. das ist für mich hure krass gewesen. Es ist halt geil gewesen, weil der Brie halt einen Meter vor dir gestanden ist, also low-key einen Meter vor dir. Ja, Und ja, es ist ein cooles Konzert gewesen. ja, ist cool gewesen. Voll, auch mit P&D und so. Ja, Voll. finde ich auch als nicht Yeet und so loser. Yeet und so loser. Drake, ja, also ich kann Drake. Ja, ja. Drake muss man kennen. Aber ist auch so der, ich soll sagen, der Künstler, den ich am ehesten will hören von dem ganzen Musikgeschmack, habe ich glaube schon mal gesagt. Ja gut, aber das ist fast Ja, klar in dem Sinn. Also nicht klar, aber ja, ich würde sagen, das Mainstream steht in dem Sinn. ja, voll. Easy, ja. Nein, Drake ist bei mir nicht mal in der Honorable Menschen. Hat es nicht reingeschafft. Kommen wir zu Platz 2. Ja. Vielleicht verwunderst dich, dass ich das auf Platz 2 sage, aber es ist Pitbull. Mhm. Pitbull, muss ich sagen, aber Platz Top 1 overall Ding. Preis-Leistung. Ja. 70 Stutz für das Konzert haben wir bezahlt, Jeffrey, also pro Person hat Jeffrey, Linda und ich. Wir sind auf Antwerpen gefahren. Ja. Vor der Show, also so 3 Stunden vor dem Konzert sind wir angestanden. Alle Leute natürlich in Glatzen schon. Voll, also weißt du, so Glatzkostüm und so Brille Ja. und so alle in Anzug. Beim Anstehen schon voll Stimmung gewesen mit Pitbull-Liedern und alles. Dann kommst du rein, wartest nochmal, dann kommt Shaggy, Four-Act. Mr. Bombastic, oder? Mhm. Das ist schon fett geil gewesen. Dann
eine halbe Stunde Auftritt gewesen, nachher, die nächste halbe Stunde war ein Live-DJ gewesen, wo die ganze Halle, also ich weiß nicht, ich glaube, hat mehr Plätze als Hallenstadion. Okay. Ist grösser gewesen. Die ganze Halle ist einfach abgegangen, als wäre das ein Nachtclub. Also das ist schon gestört gewesen. Du bist nach dem eigentlich schon tot gewesen. Ja. So, nachher kommt noch Pitbull, 1,5 Stunden. Und dann bist du richtig tot gewesen. Aber 70 Stutz, es hat sich so gelohnt, es ist so gut, also es ist so geil gewesen. Pitbull ist gut gewesen, Ja. aber das Problem mit Pitbull ist, er hat ja mega viele Lieder, wo der Refrain er nicht singt, sondern andere. So Ja. der bekannte Teil aus seinen Liedern ist nicht von ihm, sondern es ist immer so von, keine Ahnung, Jennifer Lopez oder so. Ja. Und der macht ja immer die Rap-Parts. Ja. Das ist so ein bisschen das Ding bei Pitbull. Drum nur Platz 2. Okay. Hätte es eins Besseres gegeben. Ja. Bei dir Platz 1? Bei mir ist Platz 1 Tyler, the Creator. Hätte ich fast gedacht. Das ist halt vom Konzert her ist es halt vom Bühnenbild und von so allgemein der Show in allem, das ist glaube ich eines von der das krasseste Konzert, das ich gesehen habe. Das Aufwendigste für einen Künstler so zu machen, denke ich, ja. Ja, und auch kann ich so die ganzen Bewegungen, es ist nicht einfach ein Umhampeln gewesen, es ist halt wirklich alles Überlegt. einstudiert gewesen, überlegt, es hat so eine Art wie so durch die ganze Auftritt so einen roten Faden gehabt. Ja. Und das ist halt, ich habe es extrem krass gefunden. Ja, das stimmt. Auch das mit der Schallplatte, wo er das rausgezogen hat. Also Ja, so, ja, genau. nachher ist, ja, komm, wir spielen das, nachher das ganze Stadion am Jubeln. Voll, Das ist so. Voll, und mit so den anderen Outfits, je nachdem zu was, wie, wo. Voll, das ist schon krass. Genau. Das ist eigentlich wirklich eine Show gewesen. Es ist wirklich ein Show und das habe ich halt mega krass gefunden. Ja. Darum ist das eigentlich das beste Konzert gewesen, das Jahr. Ja. Für mich. Würde ich komplett mit dir mitgehen, aber es ist halt total nicht mein Musikgeschmack. Ja, total nicht. Ich kenne ein Lied von ihm. Das ist Sticky. Ja, das auch nur wegen dir. Ja. Ich wäre sonst niemals auf das Konzert. Das glaube ich dir. Ja. Meine Mami war ja dort mit der Linda. Ja, stimmt. Weil die Linda hat mich gefragt, ich habe gesagt, nein, ich komme nicht. Dann habt ihr mich überredet. Sie hat dann Linda halt schon gefragt. Nein, Linda hat meine Mami gefragt. Also, ja. Ja, mein Platz 1, Zürich Open Air, Apache. Er bleibt für mich immer noch der Goat, der performt einfach jedes Mal. Ist halt eine Open Air Show, aber der Typ, wenn es jetzt nur ums Musikalische geht, vom Singen her und so, ich finde das jedes Mal krass. Wie der live, er ist live besser als wenn es so los ist. Ja, ich finde ihn live besser, als wenn es so los ist. Ich bin gespannt, im Januar haben wir ja Konzert. Und ich finde es so kacke, dass ich jetzt schon TikToks auf der For You-Page habe, wo sie einfach zeigen, wie das Bühnenbild und alles ist. Ich weiß jetzt schon gefühlt die halbe Show. Das regt mich so auf. Jedes Mal, wenn ich das Bühnenbild sehe, jetzt hier nicht interessiert. Ich möchte das mal, von ihm möchte ich so, ich lasse mich, also wie soll ich sagen, wenn ich an ein Konzert gehe, dann gehe ich schon auf TikTok meistens schauen, okay, wie wird das etwas sein. Aber bei Apache, Bro, das muss einfach alles spontan sein. Einfach wirken lassen. Ja. Ich schaue mir auch die Setlist nicht an, ist mir gleich. Okay. Ich würde jedes Lied auswendig können. Ja, sehr wahrscheinlich. Jedes Lied auswendig schreien. Ja. Apache ist Goat. Vielleicht ist das der Goat, ja. Aber ich habe noch einen Honorable Mention. Und zwar? Raf Kamora am Frauenfeld. Okay. 2. Reihe. Es ist einfach, nicht weil er so gut war, er ist gut gewesen. Was halt auch richtig scheiße war, es hat hure viele Leute gehabt, die hure gedrängelt haben. Aber der Vibe war es einfach gewesen. Du musst dir vorstellen, Alter, meine Galerie ist so voll, ich muss die mal lernen. So, jetzt hier. Bro. So ein Untergang und der steht vor dir. So raff. Ist halt schon so Honorable Menschen, ja. Ich finde halt immer bei so Festival-Performances, ich glaube für den Artist selber ist halt viel geiler, wenn er so eine eigene Show hat.
Weil wenn du nicht gerade Headliner bist für den Tag, hast du ja voll keine Zeit, eben ein Bühnenbild oder so aufzubauen, außer nur etwas Kleines. Und auch wenn du Headliner bist, du kannst ja nichts Grosses in dem Sinne machen oder quasi deine Kreativität ist begrenzt auf einen gewissen Teil, den du zur Verfügung hast. Du kannst nicht irgendwie krass kreativ ausleben, was... Also, klar, du kannst es mit Kreativität sicher geil machen, das ist schon so, aber... Voll. Ich glaube, du weißt, was du meinst. Ja, du bist einfach gestalterisch bist du besser bei einem Konzert. Ja. Das ist schon so. Das hast du halt auch gemerkt bei Apache und bei Raff. Raff hat wirklich das 1:1 gleiche Bühnenbild gehabt wie am Konzert im Dezember. Ja. Das letzte Jahr, wo ich okay. war. Also wirklich 1:1. So. Aber man hat gut performt. Das ist einfach mehr für mich der Vibe gewesen. Der Vibe hat einfach passt, das Wetter ist perfekt gewesen, der Sonnenuntergang. Und dann hat er halt einfach die Lieder gespielt. Das ist so, wie wenn ich im Auto bin und ich los Raff. Was da sehr viel passiert ist. Ich bin Top 1000 bei Apple Music das Jahr. So, das ist halt schon crazy. Also Top 1000 Raff Camora Listener. So, wenn ich dann im Auto bin und dann den höre und dann Sonnenuntergang ist. Das ist halt so, ja, der Vibe hat voll gepasst, ja. Yes. Top 3 unnötigste Ausgaben of the Year. Ich fange mit dem 3 an. Das sind, ich kann es nicht sagen, was es ist, aber ich kann sicher das Jahr wieder Kleider kaufen. Ich fühlte einmal angehabt und dann nicht mehr. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was, weil mein Kleiderschrank ist gefühlt am Platz. Aber eben, es gibt so, keine Ahnung. Irgendwie du kaufst immer wieder neue Sachen, schaust in den Kleiderschrank und hast das Gefühl, ey Bro, ich lege immer nur, also ich lege immer das Gleiche an und habe voll nichts zum Anlegen. Ja. Keine Ahnung. Also von dem her, es wird sicher etwas geben, aber ich kann nicht mal genau sagen, was. Aber die checken. Ich check schon. Frag mal den Livio, checken. Der checkt auch. Ja, ich check. Ja, bei mir ist tatsächlich Platz 3 Schraubenset für die Kamera. Schraubenset für die Kamera? Ja, es ist so, du hast unten dran an der Kamera hast du so ein Gewinde. Ja. Und das muss ich halt mit so einer Schraubenschlüssel aufdrillen. Ich habe das nur gekauft, dass ich keine Versandkosten muss zahlen. Und das liegt jetzt einfach hier irgendwo rum, ich habe es bis jetzt noch nicht ausgepackt. Das ist crazy. Ja, Platz 3 bei mir. Also ich werde es sicher irgendwann mal brauchen, aber die Frage ist, wann? Und das liegt jetzt wirklich schon ein Jahr rum. Also seit, ich glaube im Februar oder so, habe ich es gekauft. Ja, ist fatal. Platz 2 bei mir. Es ist cool gewesen, aber die Preis-Leistung hat nicht gestimmt. Und zwar war das der Schalke-Trip, den wir gemacht haben. Ja. Es war mega cool gewesen, weil wir sind am Morgen früh auf Düsseldorf geflogen. Da sind wir den Match schauen, Schalke, mit dem Joris und dem Cyril zusammen. Am Abend sind wir wieder zurückgeflogen. Und der Tag hat irgendwie alles noch 250 Stutz gekostet, mit Ticket und allem drum und dran. Ich sage mehr, nicht? Oder 300 vielleicht sogar. Ich glaube knapp 300 mit Essen und alles. Ja. Wir haben es halt noch gespart wegen dem Flughafen, dass ich parkieren gratis dort. Voll. Aber es ist halt irgendwie gleich ich glaube 350 gezahlt. So. Ja. Ja, ich weiss es, ja, ich verstehe dich. Also es war cool gewesen. Super Tag gewesen. Mega nice, aber Preis-Leistung... Würde ich nicht nochmal machen. Also doch, je nachdem... Kommt so ein bisschen auf die Umstände drauf an. Wenn es jetzt Bayern-Schalke wäre, dann vielleicht. Ja, gut. Aber nicht Schalke gegen... Aber dann gehst du lieber auf München oder so. Ja, voll. Ja, aber wir müssen halt auch mal am Cyril und am Joris ein bisschen... Ja, also es ist ja voll cool. Ja, aber es ist super, also aber es ist wirklich, es ist einfach, ich weiss, was du meinst, es ist einfach Preis-Leistung, hat nicht gestimmt. Voll. Aber du machst es halt trotzdem, weil es halt trotzdem cool ist, Spaß macht. Yes, dann bei mir Platz 2. Siehst du den Fernseher dort? Ja. Wie oft habe ich den dieses Jahr benutzt? Keine Ahnung, vielleicht. Also einmal, wo wir Real City geschaut haben. Und das war's. Wirklich? Ja. Wir haben den aufgebaut, wir haben das hier alles schön aufgebaut, das Setup hier. Sind hier so gesessen, boah, Niklas, ich muss im Fall heimgehen. Du kannst bei mir auch jetzt schauen, weil ich habe jetzt geil alles eingerichtet. Dann haben wir hier die erste Hälfte einfach geschaut, das ganze Spiel. Nein, das ganze Spiel geschaut. Das ganze Spiel hier geschaut.
Seitdem ist er nicht mehr gewesen. Ja. Oder vielleicht ab und zu mal für zur Musik laufen lassen hier unten, weil ich halt gedacht habe, ja hier unten, das wird jetzt so mein cooler Raum und so. Das wird auch, das muss ich unbedingt nachher noch, hast du vorher schon gesagt, ich muss einen Tisch noch kaufen. Ja. Weil heute ist IKEA Family 30%. Mein Schreibtisch kostet nicht 200 Stutz, sondern nur noch 139 Stutz. Okay. Ich muss mir den heute noch kaufen. Ja. Vielleicht holen wir sogar 2 Okay. für hier, 1, 2. So. Okay. Mal schauen. Muss ich nachher noch ausmessen. Vor 12 Jahren. Ja, aber das ist Platz 2, der Fernseher. Ist zwar billig gewesen, ist ein 4K 40 Zoll Samsung von 2020. Haben wir damals in der Bank fürs Kundenzentrum. Dort auf dem Monitor sind immer so. Hast du immer gesehen, wie viele Leute in der Warteschlange gerade sind, am Telefon, in der Hotline. Aha, okay. Dass du so ein bisschen Übersicht hast, okay, fuck, wir müssen jetzt wieder mehr Leute im Kundenzentrum haben, zum Telefon abnehmen oder weniger. Und die haben jetzt ein neues System darum gebraucht, haben sie die Fernsehen dann gebraucht und da habe ich einen abgekauft für 120 Stutz, glaube ich. Von dem her eigentlich voll fair. Ja. Für einen 4K-Fernseher. Ich kann auch Smart TV, alle Apps und so, Netflix jetzt drauf. Aber ich habe unnötiger Kauf gewesen. Also bis jetzt... Vor allem jetzt mit dem Fakt, dass Linda ihren Fernseher jetzt auch nicht braucht und der wird jetzt dort montiert und der Fernseher, kein Plan, was mit dem machen. Ja. Darum, ja. Ja, fair. Platz 1 bei dir? Platz 1 bei mir sind 25 Franken Casino in Vegas. Das ist so dumm. Weißt du, was mein Platz 1 ist? Das ist $100 Vegas. Ja. Ja. Ja, es ist halt... Glücksspiel ist dumm. Es ist wirklich voll dumm und ich mache es auch nicht mehr. Es kann funktionieren, muss nicht. Ich mache es wirklich nicht mehr. Ich habe keinen Bock auf Casino und so ein Zeug. Ich habe eine dreckige Schuhe vor mir. What the fuck? Also ich sage mal so, wenn ich nochmal in Vegas bin, dann schieße ich drauf und mache das nochmal. Aber nicht so, ich gehe mit einer anderen Strategie rein. Ich werde in meinem Leben safe nochmal in Vegas sein, sage ich jetzt hier. Und so? Vegas hat mich schon ein bisschen, also nicht gecatcht. Es lange so jetzt einmal so zu gesehen gehabt. So, aber wenn ich jetzt mal... Ich habe jetzt den Broski-Vlog geschaut, wo sie in Vegas waren, wegen Formel 1. So weißt du, so zum Formel 1 schauen mal in Vegas, wäre ich schon mal dabei. Und dann hast du einfach gerade das mit dem Casino und alles, das ganze Setting passt einfach voll. Klar, die haben 25.000 im Casino gewonnen, das ist Glücksspiel und das wird nicht funktionieren und alles. Also... Du gehst meistens mit Verlust raus. Und du gehst gefühlt immer, also... Aber ich sehe mich schon normal dort. Mich tatsächlich nicht mehr so. Ich habe es einmal gesehen. Ist cool, ja, ist lustig gewesen. Voll. Aber ich muss jetzt das zweite Mal dort hin. Außer du fährst gerade irgendwie durch und also, chillst dort in der Nacht halt so, aber ins Casino wieder. Also müssen muss ich auch nicht, aber ich sage, ich bin nicht das letzte Mal in Vegas gewesen. Definitiv nicht. Ich möchte, also müssen nicht, aber ich möchte schon eigentlich nochmal hin. Ist schon vielleicht auch ein bisschen länger. So. Okay. Nein, mir das aber halt tatsächlich. Aber halt eher so zum ein auch Ausflüge machen, so in Nevada, so allgemein, so mal vielleicht wirklich mal richtig Area 51 oder mal zu dem Wasser, zu dem Lake Meatla heißt der, glaube ich, zu der Trinkversorgung, zu dem See, zu dem Stausee, weißt du, mit der fetten Staumauer. Ja, dort ein bisschen so umeinander. Und vielleicht dann nochmal Grand Canyon. Ja. Drum. Ja, aber nein. Glücksspiel ist Ass. Yes, das ist ja so. Kommen wir zu unseren Top 3 Songs of the Year. Die zweitletzte Kategorie. Ja. Rico, was ist dein Platz 3? Ich muss sagen, meine Top 3, wenn das jetzt irgend so ein Die Hard, so ein richtiger Kritiker sieht, das ist nicht sagen, ja, ist voll basic, aber ist mir eigentlich scheißegal, weil das sind die Songs, die ich gehört habe. Ja. Und zwar ist Platz 3 bei mir Champagne and Vacay. Das ist von Checkpost 2, das Intro. Von dem Album. Das weiß ich. Aber das ist gerade rausgekommen, als wir auf Kroatien sind. Und das habe ich halt in Kroatien vergelassen. Das ist schon ein cooler Song, von dem her ist das Platz 3. Geil. Ja. Tipptopp. Bei mir Platz 3 ist... das habe ich schon wieder vergessen. Vom Formel 1 Film, da Lose My Mind. Mit Don Toliver und so. Das ist crazy. Wieso? Ein Don Toliver Song beim Niklas in der Top 3, das ist krass. Das ist schon krass, aber es ist nicht ein typischer Don Toliver. Ja. Der hat das für den Paycheck gemacht. Aber, aber es ist so... Ich habe den Film halt so krass gefunden, ich habe mir wirklich alles reingezogen.
Ich habe den Film, glaube ich, in einer Woche 3-mal geschaut. Das ist krass. Einmal mit dem Joris und mit dem Jeff und mit dem Cyril im Kino. Dann einmal unter der Woche schon einfach aufgenommen auf dem Handy irgendwo, auf einer so crackten Online-Seite. Und dann nochmal mit dir in IMAX. Ja. Und dann die ganze Zeit das Lied durchgeballert. Das ist schon... Vom Vibe her hat es einfach voll gepasst. Es ist nicht eines der meistgelöschten Lieder von dem Jahr. Es ist sicher Top 100 drin. Aber das ist, glaube ich, nicht in der Top 10. Oder doch? Ich muss schon schauen. Ich glaube, es ist nicht in der Top 10. Okay. Würde ich jetzt sagen. Replay. Ist 24. Nein. Es ist Platz 20. Tatsächlich. Ja. Was macht Pokerface auf Platz 19? Ja. Das ist crazy. Einfach der Vibe war es, ja. Voll. Platz 2 bei mir ist Somebody Loves Me von Drake und P&D. Ist alles rausgekommen. Auf Some Sexy Songs for You hat das Album geheißen. Das Album war nicht so mies gewesen, aber der Song ist cool gewesen. Ist halt auch voll der Mainstream-Pick, aber Ja. ich finde es ein cooler Song. Ja, Von dem her, ja. Easy. Voll. Easy. Gehen wir weiter. So, rein, so. Platz 2 bei mir, Show Me Love. Was ist schon? Aha, der... Der im Sommer da, Ja, wo gefühlt ja, jeder ja, gehört ja. hat. Einfach auch vom Vibe her, es hat einfach so gepasst im Sommer. So dort, wo wir aufs Tretboot sind. Ja, voll. Ja, dort hat es so gepasst. Drum Das war cool gewesen. von Wisdom Mike und Bees und Honey. Ja, ist wahrscheinlich so bei jedem gefühlt so ein bisschen... Ist so ein bisschen also so ein Mainstream-Song. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen gelost, aber es ist halt schon vom Vibe her ist das schon so ein bisschen... Hast du einen Sommersong ja, halt so gewesen? jetzt Anfangs-Sommersong, ja. Ja, voll. Das ist bei mir auf Platz 16 tatsächlich in der meistgelostesten Lieder das Jahr, aber Platz 2 bei mir einfach, wo ich am meisten gefühlt habe. Ja. Platz Voll. 1 bei dir? Platz 1 für mich ist mein meistgeschlossener Song das Jahr gewesen. Ja. Und zwar ist das Rather Lie, Cardi und The Weeknd. Ich hätte auch gefühlt 3 Cardi-Songs können rein tun, aber ich wollte es halt ein bisschen abwechslungsreich machen, weil Cardi hat bei mir das Jahr alles carried. I am music, I am liar. I am Music. I am liar. Es kommt im Fall vielleicht jetzt an Weihnachten kommt vielleicht das Holla the Ratty Lux Album raus. Von ihm. Also das ist eine Deluxe-Version von einem Album, wo jetzt... Liar. Ja, never mind. Genau, das ist mein Lieblingssong für das Jahr. Ich habe den voll häufig gehört. Ich habe ihn auswendig gefühlt, schon keine Ahnung wie lange. Seitdem das erste Mal da bei Rolling Loud gespielt wurde, ist das so stuck in meinem Kopf gewesen. Voll. Easy. Mein Platz 1, Drago Agostino Dream. Ist auch rausgekommen, dort gerade so 2 Wochen bevor wir auf Kroatien sind. Okay. So hat mein Sommer carried. Schon? Ja. Okay. Drago Agostino hat mein Sommer so carried. Ja. Mit Wisdom Mike, da Show Me Love. Ja. Okay. Würde ich sagen. Ist auf Platz... Ist auch nicht mein meistgeloster Song. Platz 3. Sabia Keno ist auf Platz 2. Das habe ich Anfang Jahr die ganze Zeit gelassen, nachher nie wieder. Ja, aber das ist schon ein geiler Song, aber Ja. ich check nicht, warum der irgendwie im Januar oder Februar rausgekommen ist. Voll, Weil, das ist so wenn der so im Mai gedroppt wäre, Bro, das wäre so tough gewesen. Ja. Angeklagt Bones Platz 1. Wiener Bär, Schule X Platz 4. Alter. Das sind alles so Lieder, die ich am Anfang vom Jahr gelost habe. Ich bin echt gespannt, wie nächstes Jahr mein Musikgeschmack wird sein. Aber du hörst halt auch irgendwie so 50 Lieder und dann nur so die 50 Lieder irgendwie, habe ich auch das Gefühl. Also weißt Hey, ich habe das ja hure viele Lieder gelost. ja, weißt aber ich meine, du hast so eine Playlist und dann hörst du die Playlist auf, ab. Genau, das ist das Problem. Darum habe ich jetzt meine Playlist-Taktik gemacht. Ich habe jetzt eine Playlist, die heisst, also ich habe jetzt unsere Playlist habe ich jetzt abgeschlossen. Da die, also unsere, die 2025 Ja. Prime, oder die habe ich hier gelost. Dort sind 154 Lieder drauf, tot gelost. Die habe ich jetzt abgeschlossen, mache ich nichts mehr. So Memory-Playlist. Habe eine neue Playlist gemacht, 2026 Prime. Die höre ich tot. Aber wenn ich merke, okay, das Lied ist jetzt tot in dieser Playlist, wird die entfernt und geht in die Playlist Faded Stars.
So als Erinnerungsplaylist. Ja, und die Playlist werde ich so lange durchmachen, bis 2027 kommt. Okay. Das ist jetzt meine 2026 Playlist. Okay. Yes. Nicht Ja. schlecht. Ja, weil ich habe immer so Playlists gehabt, so da, Niklas Hits 2018 bis 19. September. Ja. Dort habe ich 405 Lieder drin. Mhm. Du hast das so tot gelost. Ja, irgendwann ist es Da, Niklas Hits 2015 bis 18. Da hörst du immer so einen Teil, nachher machst du wieder neue Lieder. Und dann Ja. irgendwann ist das so unübersichtlich. Mhm. Dann denkst du so, Alter, 711 Lieder. Ja, in einer Playlist, das verlegt dir mal, was es ist. Ja. Darum, ich habe jetzt das Konzept, mal schauen, wie es ist. Okay. So, kommen wir zur letzten Kategorie für heute. Top 3 Moment Top aus 3 dem Jahr. Moment von dem Jahr. Mhm. Rico. Also ich habe mal meine Honorable Mention raus und das ist auch etwas vom Wichtigsten. Aber ich kann es nicht als Moment rein tun, weil es ist in dem Sinne eigentlich kein Moment. Aber es ist gleich eigentlich das Wichtigste, was man eigentlich haben kann. Und zwar ist das, dass alle Leute in meinem Umkreis, Familie, Kollegen, Freundinnen alle gesund gewesen sind und gesund geblieben sind und dass es all denen gut geht. Das hast du letztes Jahr schon gesagt. Ja, aber das ist für mich, ich bin wirklich dankbar dafür, auch, dass, weil es ist nicht selbstverständlich, dass du so. jeden Morgen kannst aufstehen, du kannst laufen, du kannst schauen, du kannst hören, du kannst Sachen anlangen, keine Das Ahnung. ist so. Ich meine, ich kann jetzt heimfahren und, also, ich hoffe natürlich nicht, aber es kann irgendetwas passieren und dann ist finito. So schließt es an. Ja, ist gut. Nein. Aber Verstehe, nein, was nein, du man- weißt, was ich Ja, meine. ja, Von dem her ist alles das etwas... Schön gesagt. Hast du schön gesagt, Bro. Danke, danke. Hast du schön gesagt. Aber ja, das ist immer etwas, wo ich voll dankbar bin, wenn so alles Jahr quasi übersteht. Mhm. Genau. Schön gesagt. Aber jetzt kommt noch mein Platz 3. Yes. Mein Platz 3 war der Moment, gewesen, wo wir alle in Kroatien angekommen sind nach dieser langen Fahrt und die fette Villa einfach dort reingelaufen sind und keiner hat so richtig können glauben, boah, das ist jetzt einfach uns so. Das ist schon, die Villa Und ist jeder hat so sein, also zum Teil eben haben zwei, also wir haben ja zum Glück, wir haben das Glück gehabt, dass wir unser eigenes Zimmer hatten. Ja. Das war halt schon tough gewesen. Ja, vor allem jeder hat ein eigenes Bad gehabt. Ja, ja. So ein Zimmer, jeder hat eine Klimaanlage, Turbo 16. Turbo 16. Turbo 16. Das ist schon geil gewesen. Also das Haus ist, boah, so ein Haus in der Schweiz. Mhm. Ja, wobei, nein, ich weiß glaube also klar in der Schweiz ja, aber hier ist halt immer scheiß Wetter. So, Ja, schon, aber so ja, der ja, Vibe ist schon geil gewesen dort Ist sehr in dem geil Haus. gewesen in dem Haus, So. ja. Du hast das Gefühl wie so ein Millionär. wirklich. Das ist schon so. Ja, verstehe ich den Punkt. Platz 3 ist super. Mein Platz 3, es ist ein Ereignis, also es ist es ist nicht ein spezifischer Moment, aber es ist einfach so, es ist eine Woche gewesen, Dolomite Autotour. Hätte ich nicht gedacht, dass das in meine Top 3 von dem Jahr geht. Aber es ist so cool gewesen, hätte ich nicht gedacht, weil ich habe ja eigentlich nicht so viel mit Autos, also mittlerweile schon, aber ich will immer noch sagen, wenn ich von Autos rede, dann kann ich nicht viel mitreden. Außer so ein bisschen von BMW, so ein bisschen vom Modell her, wie es aussieht und so. Ja. Eher vom Aussehen kann ich mitreden als von der Motorisierung und alles dann. Und trotzdem habe ich das so cool gefunden, mit diesen Leuten so zu reden, zu chillen. So. Also ich meine, ich habe Kollegen getroffen, mit denen habe ich jetzt bis jetzt immer noch Kontakt und jetzt planen wir schon, oder es ist schon geplant, dass wir nächstes Jahr Ende Juni gehen wir von Nizza auf Genf, nein, andersrum, von Genf auf Nizza. Okay. Mit etwa den gleichen Leuten. Und Dolomite ist halt so, ich habe halt alles verfilmt, Ja. weißt du ja, als Doku. Und das ist schon geil gewesen. Ich will das jetzt wieder machen. Und ich hoffe, es wird etwa gleich geil. Es sind die gleichen Leute, es sind wieder etwa die gleichen Autos dabei. Wir haben ein komplett neues Konzept für die Doku, die wir machen wollen. Ja. Das ist also, es verbindet es halt so ein bisschen als Filmprojekt, aber auch als Reise so ein bisschen. Und das ist so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, das, was ich mega gerne mache. Halt immer unterwegs sein und dass die Moment festhalten mit meiner Kamera. Voll. Darum Platz 3, würde ich sagen. Es war eine coole Woche gewesen. Wirklich eine mega coole Woche. Safe. Platz 2 bei mir Yes. ist
der Abend, wo wir beim Observatorium waren und dort gefühlt so einfach 3 Stunden oben waren und einfach so den Sonnenuntergang angeschaut haben, so voll geredet haben. Checky. Das ist richtig geil gewesen. Das ist krass. Und einfach so, das ist für mich so ein Moment gewesen, wo du so einfach so gemerkt hast, Bro, ich bin jetzt in L.A., ich bin fucking L.A. und... Boah, die Skyline, also Skyline, die View da oben ist so... Das ist crazy und vor allem der Sonnenuntergang einfach ist orange gefühlt. Das ist so schön gewesen. Und keine Ahnung, es ist einfach so... Yo, shit, ich bin einfach da. Ja. Das ist so wohl der Moment. Rechts hinten das Hollywood-Sign, links vor dir so LA Downtown und vor dir die ganz Los Angeles mit allen Stadtteilen. Ja, ist schon geil gewesen. Und weil das für mich halt sowieso schon jetzt ewig ein Traum war, den ich mir zum Glück können erfüllen mit dir zusammen, ist das so voll ein geiler Moment gewesen. Definitiv. Kann ich unterschreiben. Ist schon krass. Ja. Das ist mein Platz 2. Platz 2, ja. Mein Platz 2 ist tatsächlich Scampel. Scampel, okay. Hey, es war eine lustige Erfahrung, aber trotzdem hure geil. Also früher als Kind sind wir schon oft campen und so. Also oft. Wir sind ab und zu mal campen so. Darum habe ich das Zelt, kenne ich schon ein bisschen. Ja. Und es ist immer gegangen so. Ich habe mich voll eingestellt auf 4 Tage, einfach leben wie ein Penner. Komplett Vollgas. Es hat sich aber bestätigt, du bist ein Penner gewesen, aber es war so geil gewesen. Du bist aufgestanden, hast erstmal so ein bisschen alles abgecheckt in deinem Zeltplatz. So ein bisschen. Dann bist du mal irgendwo zum Morgen holen oder so. Oder hast deine Proteinriegel gegessen, weißt du. Hast auch gelebt wie ein Penner und dann hast du dich frisch gemacht. Bist dann vorgegangen, hast dann irgendwie von diesen Foodstand etwas gegessen, hast dann Bier getrunken mit den Kollegen und dann sind schon die ersten Acts am Nachmittag so um 3, glaube ich, hat das angefangen, 2 oder so. Und dann bist du immer von Stage zu Stage, immer bis Abend am Eis am Morgen. Am Abend dann ins Zelt und dann wieder tot. Und du hast einfach so chillt. Du bist jetzt so am Chillen gewesen, die ganze Zeit. Das Wetter ist so gut gewesen, bis auf die Windstürme ab und zu. Und am letzten Tag bei Fort Stream war auch voll Windsturm gewesen. Ja. Aber so ist wirklich eine mega coole Erfahrung, würde ich wieder machen. Also okay. Wahrscheinlich gehen wir sogar das nächste Jahr. Cool. Gampel, ja. Aber es war wirklich cool gewesen. Ich habe mich wirklich gechillt, wie einfach so mal einfach alles mal abschalten und einfach mal nichts nachdenken. Einfach so Stroh doof in dem Kack-Klappstuhl. Ja, einfach in dem Kack-Klappstuhl hocken. Auch die Planung hat mir mega Spass gemacht. Weißt du, was wir alles so brauchen für unser Zeltlager? Weißt du, wir brauchen Zelt, wir brauchen Liegestühle, beziehungsweise einfach so Aufklappstühle. Ja, voll. Bierpong-Tisch. Also Zeug, das ist halt schon Spass gemacht. Ja. Und ich würde jetzt, ich freue mich auf nächstes Jahr, wenn wir es wieder machen. Geil. Platz 2. Platz 1 bei dir? Platz 1 für mich ist halt so ein bisschen ein Moment, der für mich mega schön war. Und zwar, als ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin. Boah, süß. Das ist süß. Platz 1 Moment. Das ist süß. Das ist süß. Genau. Gönn ich dir oder gönn ich dir? Danke vielmals, danke. Yes. Genau. Herzig. Yes, das ist mein Platz 1 Moment und ja gut, er erklärt sich eigentlich von selber. Ja, erklärt sich von selber. Das ist süß. Voll. Ja, mein Platz 1 ist dein Platz 2. Auch das Griffith, ich habe das auch aufgeschrieben. Crazy. Da, USA, Griffith Observatory, das ist halt schon... Ich kann mich nur wiederholen. Also es ist wirklich... Du gehst nicht gross mit... Also wir haben schon gewusst, es erwartet uns eine kranke Aussicht. Das sagen, jeder hat uns dort gesagt, ey, ihr müsst unbedingt dort rauf, ihr müsst unbedingt das anschauen. Ja. Nachher bist du dort oben und denkst dir so, boah, es sind so witzige Bilder entstanden. Also, das ist halt schon, oder keine Ahnung. So, das ist der Sonnenuntergang so. Das ist halt schon... Vor allem, es ist so... noch nicht mal richtig drunter gewesen. Ja, aber es hat so angefangen. Ja. Da habe ich ein Quers gemacht. Da hat es so, es ist so weitlaufig alles gewesen, das hat so krass ausgesehen und jetzt sind wir wirklich, aber wie du sagst, wir sind 3-4 Stunden. Ja, aber wir sind einfach dort oben gewesen und haben geredet und haben gemacht und dann da. Ja, voll. Es hat schon viele Leute gehabt, aber... Mega viel, aber es hat voll geweibt. Es hat voll geweibt. Darum sage ich auch, das ist für mich eigentlich so...
Moment of the Year, weil es einfach so surreal war. Was ich aber auch hure surreal gefunden habe, wenn ich jetzt hier so durchscroll, dort sind wir auch lang oben gewesen. Dort oben. Ja. Da, das Golden Gate Bridge, dort oben auf dem Ding, bei Sonnenuntergang, das ist halt schon auch tough gewesen. So surreal. Einfach mal so in einem Downtown Rumlaufen so. so San Francisco Ja. Downtown, so zum ersten Mal so Hochhäuser. Das habe ich auch noch nie gehabt. Also, das habe ich auch krass gefunden. Vegas hat sich for real angefühlt wie Dubai. Aber ich will schon auch, aber ich will sagen, surrealste Ja. Moment. Oder, also entweder Observatory dort oder Horseshoe Band. Okay, ja, ist auch cool gewesen. Horseshoe Band, auch wenn es so viele Leute gehabt hat, es ist schon surreal gewesen, dort wie der Sonnenuntergang so. Und ich habe es safe als Hintergrundbild. Ja. Oh Mann, komm jetzt. San Francisco, Allianz Arena, In and Out. Da. Das ist halt schon, Schon auch cool gewesen. ja, ist schon crazy gewesen. Ja, Voll. ich denke, das war's. Das Ja. waren unsere Top Dinge oder Top 3. Schweizerdeutsch Rap. Schweizerdeutsch Rap. Schweizerdeutsch Rap, ja. Genau. Ich hoffe, wir müssen die Folge nochmal aufnehmen wegen unserem Mikrofon. Nein, ich hoffe es nicht, aber ich denke, es sollte schon gehen. Ich denke es auch. Ja. Voll. Ja, gut. Rico, es hat mir Spass gemacht das Jahr, auch wenn wir eine Ja. lange Pause hatten. Hey, Sommerpause ist Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder, gell? das nächste Jahr. Und ich auch einen ganz guten Rutsch. Und da, sorry. Alles gemacht, nur. Und das, ich sage, ab nächstes Jahr dann auch mit dem neuen Profilbild. Jetzt müssen wir schon wieder ein neues machen. Nein, wir nehmen jetzt das Profilbild, was die Okay. Community abgestimmt hat vor 3 Monaten. Ja, Ich mache das jetzt. Also ab Neujahr, ab dem neuen Jahr haben wir ein neues Profilbild. Das ist gut, ihr habt's gehört. Ich habe da jetzt mein Wort. haben es gehört. Sonst Hashtag Scheiß Niklas oder so etwas, ein Kommentar. Scheiß Niklas. Ich schaue mit YouTube, dass sie das nicht blocken. Okay. Also, in dem Fall, euch auch danke vielmals fürs Zuhören, auch für den Support in diesem Jahr natürlich, auch wenn wir, wie Niklas gesagt hat, eine lange Sommerpause hatten. Aber danke vielmals an jeden, der nur einmal oder 1 Minute den Podcast gehört hat. Und nicht auf unsere Füße gehauen hat. Und nicht auf unsere Füße gehauen hat, das wäre schon schön. Voll, ja, danke vielmals. Einen guten Rutsch, bleibt gesund und macht das nächste Jahr zu eurem Jahr. In diesem Sinne, Niklas, hast du noch etwas zu sagen? Ich kann mich noch anschließen. Bleibt gesund, guter Rutsch, Schweizerdeutsch out. Schweizerdeutsch out. Gutes News und bye bye. Tschüss.